Essgesindheit. Shalom Aleichem, ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesindheit. Das heutige Programm wird unterstützt von Cherry Herring Likör. Und es kommt bald unter Jontef Hanukkah. Freilich Hanukkah. Freilich Hanukkah dir. Es haben wir angebracht einen Gast Hey. von Washington. Ja, hi. Liana Yellen. Hey Liana. Sie wird uns helfen, weil ich will machen die Latkes. Ich will machen die Punchkes. Ich will machen die Maschke. Das finden wir gut. Das lassen wir unheimlich mit den Latkes. Sehr schön. Ich habe schon alles zerschnitten und um zu machen, das Leben gering, nutzen wir eine Speismaschine. Die von euch will nutzen eine Riebasen, noch ein Taste, aber wir nutzen die Maschine. Du schälst nicht auf die Kartoffel? Ja, richtig. Ich schäle nicht auf die Kartoffel, weil der gesinnste Teil von der Kartoffel ist gleich hinter den Schulachts. Wir machen 4 Kartoffeln, 1 mehr, weil das gibt einen süßlichen Tarn. Für die von uns, die kennen nicht essen zu viel Salz, ist das gibt Zitan in 1 Zwiebel. Jetzt lassen wir warten. Jetzt haben wir eine Schüssel. Wir gehen alles Dinge rein in die Schüssel. Gewisse Sachen sind noch in große Stücke. Es geht das Ding noch einmal. Die größeren Sachen kannst du später hacken mit der Hackkehle. Richtig. Von der Speismaschine. Ja, ihr darf nutzen. Ihr könnt nutzen eine Hackkehle, ob ihr wollt. Aber ich nutze das mit der Leche. Das rief mir eine Reibkehle. Jetzt haben wir unsere zerriebene Kartoffel, Mehl und Zwiebeln. Und jetzt darf man rein 3 Eier. Du schluckst nicht auf die Eier? Nein, ich mische das Salzding aus mit einem Mal. Also spürt man sich an ein bisschen zart. Ja. Und ein Löffel Salz. Und ein halber Löffel schwarze Pfeffer. Es ist möglich, dass ich will öfter geworfen haben noch ein Ei, weil ich habe genutzt große Kartoffeln. Und ein halb Teppel Matzemehl. Für was sind in Latkes und Punchkes traditionell keine Zeit? Oh, versteht sich zu lieb, dass man darf kochen Sachen mit Bäumen, was der Montins sind in Bäumen von dem Beis am Yiddish, was hat gekannt brennen der Lehr einen ganzen 8 Tage. Jeden in der Alter daheim haben nicht gekocht so oft mit Bäumen. Gewöhnlich haben sie genutzt Gänsenschmalz. Oder Pitte, ob es gewähnt Milchigs. In der Zeit von Jahr hat man geschochten die Gänse und in der Zeit von Jahr hat man gehabt mehr Gänsenschmalz. Aber nicht. Aber so mit Schmalz kann man nicht essen mit Smetana. Das sind Latkes und Smetana. Jetzt sind wir bereit zu prägeln die Latkes. Ihr dürft unheizen die Petelnie mit heißen Bäumen und dann noch ein löffelweise das Gemisch. In Beschaß, ich habe die Punchkes, weil ich unheizen Bäume für ihr und für Punchkes darf man eine Sachbäume. Ich habe viele nicht genügend Fleisch, ich darf nehmen noch ein Fleisch, weil das darf sein ein Drittel von dem Fentel. Wenn der Bäumel ist gut heiß, hebt du ein löffelweise ran das Gemisch. Mach das Feuer ein bisschen kleiner. Wenn ihr seht, dass es wird schon braun von hinten, dreht es über. Oh, guck wie schön.
Als Rukhl prägelt auf die Latkes, lassen wir schön machen die Punschkes. Nehmt ein 4 Teppel Mehl, 4 mit einer Hälfte Teppel Mehl, und gibt sie ein Löffel Backpuder, ein halb Löffel Backsoda und ein halb Löffel Salz. Mischt es aus. Tier rein 3 Eier in eine große Schüssel. Gießt sie 1 Teppel braune Zucker, es kann sein hellbraun oder dunkelbraun, wie ihr versteht. Und mischt es sehr gut aus. Nutzt eine Mischmaschine, 5 Minuten. Jetzt gießt sie ein halb Teppel Maslinke. Es kann nicht sein Stammmilch, aber es ist ein Sachgeschmacker mit Maslinke. Ein Löffel Vanille und ein halb Teppel zerlassene Bitter. Gibt sie ein Viertel Löffel Muskat. Das ist ein Muskat. Ich habe lieb zu reiben einen ganzen Muskat. Jetzt kann ich gefunden, kein ganzer Muskat ist abgemahlene Muskat ganz gut. Gibt sie euch Schorles von 1 Limone. Das kann man euch reiben mit demselben Rebeisen. Als Menschen haben Meure zu machen, Punschkes in daheim, weil sie haben Meure anzuheizen an so viel Bäume. Aber es ist ein so Geschmack, wenn man prägelt auf die eigenen Punschkes. Die heimische Punschkes sind so viel besser wie die industrielle. Mischt weiter, geht aus. Und gibt sie das Mehl. Gibt sie euch 3/4 Teppel Kabak. Waschit dem Tonband mit Mehl, waschit von der Seite, nicht von oben. Und walge raus das Teig. Die Latkes, was Rukhl macht, dort schmecken sehr Geschmack. Na dann. Als es walgert aus den Punschkes, prieb auf wie viel es ist möglich, sie auszuwalgern gleichmäßig. Weil sie wollen sich prägeln und sie dürfen sich gleichmäßig prägeln. Den Teig mag man drehen, aber den Walgerholz nicht, Walger nur von einer Richtung. Bis ein halb Zoll, gleich mache ich ein halber Zoll. Da habe ich ein Glas mit was zu schneiden die Punschkes und das Deckel von einem Salzmesser mit was zu schneiden die Löcher. Punschkes mit Löcher prägeln sich auf gleichmäßig. Stellt die Punschkelech mit den Löcherlech auf ein Bäckele und bringt sie zum Oven. Wir sollen sie prägeln in Bäume.
Der Bäumel, in welchem wir prägeln die Punschkes, darf sein sehr heiß. An 375 Grad. Ich habe nicht kein Thermometer, aber ich habe ein kleines Tegel und es tanzt schon, ist der Bäumel schon genug heiß. Hier rein die Punschkes, 5 oder 6 mit einmal. Sie sollen haben genug Platz. Sie sollen sich gleichmäßig prägeln. Dreh sie bei über. Sie sollen werden goldenbraun von beiden Seiten. Ah, das ist schön. Als sie sind schon goldenbraun, nehmt sie schön raus. Legt unter ein Tetzel mit ein bisschen Papier. Jetzt wird Liane ins Vasen, wie soll, wir können sie gräten, Maschke für eine Hanukkah Simcha. Ich kenne Liane, sind sie geboren geworden. Und sie ist als ein lebendig Mädel, also ich habe gedacht, dass sie wohl gewesen der passigste Mensch zu machen in unserer Maschke. Aber undreck, richtig? Und nicht du kannst pushen, was du willst. Okay. Was wir wollen machen, Hand, ist wir wollen machen einen kalten Cocktail und einen heißen. Und die sind die kalte, sind ein bisschen tropisch, ist für Winter verbringen, kann man sich fühlen, als man es irgendwie warm. Ist das jetzt gemacht von 2 verschiedenen Sachen? Ja, ist sie beide haben mehr oder weniger dieselbe Sachen. Ja, ich habe es lieb zu machen, oder mit Moscato, oder mit Champagner. Aber Moscato ist ein bisschen süßer und ich meine, das ist, was ich will nicht sehen. Gut, wollen wir wegnehmen, den Champagner? Okay, haben wir nur. Ist für den Cocktail, was wir wollen dürfen, ist Karschen, Hering Cherry Liqueur, Moscato, ich habe lieb die Bartenura, als auch Menschen kennen es, und ein bisschen Pomeranz, und Zitrin, was es soll es den Schein beim Saft. Die erste Sache ist, man nimmt Karschen und man wartet rein in Glas. Also. Sie darf nicht eine Sache, aber Leute, was du hast lieb, kannst du beschließen, wie viel du willst nutzen. Und man nimmt ein Steißel, zerquetschen ein bisschen. Man will es nicht zerquetschen zu viel, weil man will noch, dass es so ein Stückchen von der Karschen. Aber das Sibbe, was man zerquetscht ist, also, ist als die Saften von der Karschen sollen raus. Jetzt wollen wir reingießen die Hering Cherry Liqueur in die Bartenura Moscato. Und wir wollen halten den Sinn, dass für jeden Teil von der Cherry Liqueur wollen wir 4 Teilen von der Moscato. Also es soll nicht sein, zu karschendick, es soll sein eine gute Balance. Ist was wir wollen tun, bei von den Gläser. So sieht das, und wir wollen es umfüllen bis daher, ist ein Viertel wird sein öfter bis dort. Und jetzt der Moscato. Wow, das sieht aus, als geht. You can sehen die Stücklach. Das sieht aus, geht. Und es ist duty, was machen es mit Champagner anstatt der Moscato, und man will es soll sein, nicht so süß. Ich habe lieber anzustecken es, als die, was wollen, können es mischen, wenn sie trinken es. Und als es soll aussehen, ein bisschen überpitzt, kann man sie geben. Ein Stück Pomeranz, also. Und so. Und ich habe gemacht gelockte Stückchen von der Schale für den Zitrin, was man kann aufstecken auf das Stecken ist. So.
L'chaim. Der zweite Getränk kann man machen oder heiß oder kalt. Aber ich habe lieb, auf einen kalten Wintertag sich zu warmen die Beine ein bisschen. Und ich meine, also das Getränk ist ein sehr guter Weg, es zu machen. Und es ist sehr pushig, man darf nur Milch in die neue Hering-Kaffeelikör. Also ich will reingießen eine Sachmilch. Wir wollen, als die Milch wird wachsen, wenn wir machen die Schaum, wird es werden auf der Toppel. Wir haben versichert, dass unser Top ist groß genug. Und jetzt warte ich, als es soll werden ein bisschen warm, fahre ich habe uns machen die Schaum. Also lassen wir probieren jetzt. Sie sehen, es ist warm genug. Ja, es ist. Jetzt mit der Schaummaschine wollen wir anheben und wir starten es nicht durch, bis es in der Milch. Und wir mischen rein. Wir wollen nicht, dass die Bubbeln sollen sein Ziehstiften, sondern sie sollen sein weich. Lassen wir sehen, wie sie sehen das jetzt. Noch ein bisschen. Das macht mir von der Tag, wenn ich gepflegt arbeite in einem Kaffeegeschäft wie ein Barista. Gut. Bei dem Getränk wollen die Proportionen sein, ein Teil von der Kaffeehering zu 2 Teilen von der Milch. Das heißt 1/3, 2/3. Es spritzt. Und wie mit mir gelernt, wenn ich habe gearbeitet in den Kaffeegeschäften, gießt man, wenn man macht ein Latte, gießt man an die Milch und die Schaum und beim Sof legt man gelassenerheit ein bisschen Schaum von oben. Das ist auch mit hin. Ich habe einen großen Löffel, also es soll halten die Schaum und es nicht rein. Lassen Sie uns, ich kann es tun. Danke so, Rukhl. So. Und ein bisschen Schaum von oben. Sehr schöne Latte. Sehr schön. Ja. Das weiter so. So. 2 Kaffee-Hering-Lattes. Is Art haben wir great auf unser Hanukkah-Simcha. Wir haben die Latkes und die Punschkes und die Lechalach von der Punschkes und die kalte Getränk von der Cherry Herring und der heiße Getränk von der Kaffee-Hering. Und was wird an Latkes und Smetana in Äpfelkompott? Und für die von euch, was am lieb, Schokolade Hanukkah-Geld. Hey, Naftuli, komm mit Brava mit ins Hanukkah. Das ist mein Sieg, Naftuli. Hi, Naftuli. Is, lass mal unheben, ja? Heb an mit die Punschkes. Wow. Eve, so du etwas anders wegen die Punschkes. Was ist es? Das ist die Dinge. Dinge, das ist Eves eigenes Rezept. Sie machen Punschkes von Dinge. Wow. Hier muss ich haben. Schmeckt schenken für den? Ja, sollen wir alle machen, alle Chaim? Ich will die kalte. Es ist ein langes Leben, ein glückliches Leben, wenn wir alle sein gesinnt in der Leben bis über ein Jahr. Nein. Na klar, ich hoffe, Sie hat eine Uhr gehabt, wir kicken auf unser Hanukkah-Programm. Gedenkt, die Programm ist gewesen gestützt von Cherry Herring Likör. Seid gesinnt und esst gesinnte Heid.